Herzlich willkommen im heutigen Panorama. Wir sind hier vor der Konusbrücke, die seit heute abgesperrt ist. In der aktuellen Sendung von Panorama haben wir folgende Berichte für euch parat. Kampf ums Statthalteramt. Teil 1 mit dem Peter Zumbrunn. Und der Franjo ist zurück in Boltingen. Der Weltmeister wird daheim gefeiert. Im Mai wird der neue Regierungsstatthalter in Interlaken Oberhasli gewählt. 2 Kandidierende stellen sich der Wahl. Auf der einen Seite der bisherige Brienzer Gemeinderatspräsident der Peter Zumbrunn und auf der anderen Seite der amtierende Regierungsstatthalter der Martin Künzi. Auf der Plattform J reden wir mit beiden Kandidaten. Im ersten Teil reden wir mit dem Peter Zumbrunn über seine Kandidatur. Mein Kollege der Ben Abegle hat mit ihm geredet. Ja, das ist eine spannende Ausgangslage. Ich persönlich bin ein bisschen erstaunt, dass wir nicht früher vernommen haben, wenn das die Wahlen eigentlich sind und ob der amtierende Amtsinhaber noch kandidiert. Ja, ich will das machen. Ich habe das Gefühl, dass ich mit 24-jähriger Erfahrung in der Gemeindeexekutive, 16 Jahre Gemeinderat und 8 Jahre noch in der Schwellenkommission, dass ich die Erfahrung innebringen und vor allem das Verbindeglied Gemeinde-Kanton, was ja eigentlich die Hauptaufgabe ist vom Statthalter, der kann einbringen. Die Vision ist, dass das Bindeglied, die Stärkung der Gemeinde zum Kanton, die Interessen der Gemeinden, der Bevölkerung gegenüber dem Kanton zu deponieren und dass man das vermehrt in die Entscheidungsprozesse einbringt. Also, es ist ja nicht das Verbindungsglied vom Kanton zu der Gemeinde, es ist eben das Verbindungsglied vom Gemeinde zum Kanton und ich glaube, das müssten wir noch ein bisschen mehr leben. Die Schweizer Skination kann auf eine besondere Ski-WM zurückschauen. Eine besondere Geschichte hat der Franjo von Almen geschrieben, der sich WM-Gold geholt hat. Und jetzt ist er zurück daheim in Boltingen. Und die Fans, Familie und Freunde haben sich besonders etwas einfallen. Wie der Empfang für den Franjo war, berichtet mein Kollege Janik Müllemann. Jetzt Boltingen einen richtig grossen Empfang bekommen. Wie fühlt sich das für dich an? Ja, es ist unglaublich. Es sind extrem viele bekannte Gesichter, sehr viele Leute. Ja, das Ganze ist sehr, sehr emotional. Ja, und sportlich ist es auch sehr emotional gelaufen für dich. Wie ist das, jetzt als Weltmeister zurück im Heim zu kommen? Ja, speziell. Irgendwie ist es noch nicht ganz angekommen. Bevor ich gesehen, oder ein kleines Mädchen hat mir gesehen, dass ich 50 Plakate zählt im Simmental. Und ja, irgendwo probieren wir dem Ganzen noch ein bisschen bewusst zu werden. Achtung, da ist einer schnell, gerade wie früher der Wilhelm Tell. Jetzt als Weltmeister muss man auch einem gewissen Ruf gerecht werden. Wie willst du das in Zukunft umsetzen? Was sind deine sportlichen Ziele? Ja, sportliche Ziel ist glaube ich, noch ein bisschen weit fort, vor allem wenn du die nächste Saison anguckst. Jetzt sind noch ein paar wichtige Rennen, vor allem auf die fokussieren und dort noch mal Gas geben. Das war es vom heutigen Panorama. Merci fürs Hineinschauen. Wenn ihr noch mehr Infos und News wissen wollt, könnt ihr das machen auf der App, auf der Webseite und auf Social Media. Jetzt geht es weiter mit unseren Kollegen von Meteo News. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und sage merci und bis zum nächsten Mal. Das Wetter wird euch präsentiert von Made in Bern. Bärenstarke Winterferien. Made in Bern.
Schön schauen Sie das Wetter hier auf der Plattform J, meine Damen und Herren, am Montagabend. Ich hoffe, Sie sind gut in die Woche gestartet. Außerhalb vom Hochnebel hat man die Sonne heute recht gut geniessen. Und allgemein gibt es ziemlich eine ruhige Woche. Im Einflussbereich von einem recht umfangreichen Hochdruckgebiet liegen wir aktuell und bleiben wir eben auch in den nächsten Tagen. Also wenig Dynamik, die wirklich aktiven Störungszonen, die bleiben weit weg von uns. In der Nacht und morgen am Vormittag, das heisst am Dienstagvormittag, hat es weiterhin Hochnebel über der Region, die Obergrenze bei rund 1000 bis 1200 Meter. Darüber hinaus recht sonnig, morgen am Dienstag mit ein paar Wolkenfeldern, die ab und zu durchziehen. Die stören aber nicht allzu gross. In den Bergen hat man also wieder recht schönes Wintersportwetter. In den tiefen Lagen wird sich der Hochnebel teilweise auflockern, dann gibt es auch noch ein bisschen Sonne, mindestens stellenweise. Vermutlich wird der Hochnebel nicht ganz überall weggehen. Ja, Temperaturen je nach Hochnebelauflösung zwischen etwa 1 und 5 Grad. Dann schauen wir noch ein bisschen weiter voraus und wir sehen aber, es ändert sich nicht allzu viel. Es ist teilweise neblig in den tiefen Lagen, aber der Nebel wird dann auch ein bisschen weniger, weil der Wind dreht von einer leichten Brise, die wir morgen am Dienstag haben, auf ein bisschen Südwestwind. Und mit dem Wind, mit dieser Windträge, wird der Nebel ein bisschen weniger und wir sehen es hier, die Temperaturen steigen dann in den nächsten Tagen auch an. Vielleicht nicht ganz im frühlingshaften Bereich, aber zumindest wird es deutlich milder und wird dann auch mal zweistellige Höchsttemperaturen. In den Bergen ziehen ab und zu zwar auch ein paar dichtere Wolkenfelder durch, gerade am Mittwoch und Donnerstag. Sonst zeigt sich aber auch immer wieder die Sonne. Danke vielmals fürs Zuschauen und weiterhin ganz eine gute Woche.